Herzlich willkommen beim Podcast Lauch und Locker. Der Podcast, in dem durch spezielle Formulierungen und schlechte Fragen grossartige Unterhaltungen und viel Verwirrung entstehen. Steckt euch mit Ohrenschmalz verschmierten Kopfhörer in eure tauben Ohren, legt euch auf euer seit 3 Wochen nicht frisch gemachtes Bett und klatscht laut in die Hände. Denn da sind wir, die unlustigen Lustigen, die Google-Nutzer und möchtegern Fameboys. Das sind wir, die Hosts von Lauch und Locker, der Joshua Bricker und der Raoul Marin Arnett. Und damit herzlich willkommen zu Lauch und Locker. Das war voll die lange Pause. So, soll ich jetzt etwas sagen, oder? Ja, nein, ich kann halt da noch so mein Intro da. Ich tue immer noch so die letzten paar Sekunden vom Intro-Song so ablaufen lassen, dass ich so nachher eine Orientierung kann und dass ich so, weißt so, das ist ja wie, kennst du das nicht so im Radio, so wenn irgendwie ein Lied so am Auslaufen ist, dann fängt es schon an reden, sobald der Sänger aufhört zu singen, so, weißt du, was ich meine? Mhm. So, wir haben ja bei unserem tollen Intro haben wir ja so ein paar Leute, die so ganz toll applaudieren. So, genau, da muss man so anfangen. Und deswegen, ja, mache ich so die letzten paar Sekunden. Ja, aber ey, Leute, es ist Folge 13, glaube ich. Ja, Folge 13. Schon bei Folge 13 Überblick verloren. Und der Raoul ist natürlich auch wieder am Start. Moin! Bonjour. Wie geht's dir? Ja, unverändert normal. Also, keine Ahnung, viel kann man nicht sagen. Stress wie immer, aber ja. Stress? Wegen was Stress? Schule. Wegen was sonst? Aber es ist ja jetzt nicht so viel. Nein, aber ich bin einfach faul. Aha, ja, das... I can relate to that. Ja, es ist halt wie es ist. Und bei dir so? Ja, ich bin halt ziemlich unproduktiv, so was Schule ist anbelangt. Ich habe keinen Bock mehr. Schon mal gut am Start. Ja, das ist wunderbar, wenn man bedenkt, dass die nächsten Ferien sehr weit weg sind. Ja, der Gedanke macht sehr weh. Ja, aber ich bin froh, haben wir den scheiß Mathe-Test hinter uns, Alter. Oh mein Gott. Der scheiß viel. Also keine Kombinatorik und so, ich kann einfach nichts damit anfangen. Es interessiert mich auch nicht, kann ich nicht behaupten. Gut. Aufgabe für unsere Zuhörer. Wir haben 13 Folgen, in wie viele verschiedene Kombinationen kann man die hintereinander abspielen? Junge. Es wird es niemand lösen. Nein, aber ich glaube, es wäre sogar einfach 13 Fakultät. Wenn es ohne Wiederholung ist. Oh Gott, bitte komm nicht mit Wiederholung und so. Junge, das ist verdammt schlimm, ey. Es ist wirklich so... Ja? Es hat mir so das Gehirn gekocht. Mhm. Ist einfach... Nee, lieber nicht. Ja, bei mir ist es einfach so... Nach dem Physiktest von Dynamik und jetzt noch Mathematik bin ich so ich laufe so durch die Gegend mit meiner Familie und wenn irgendwo etwas von dem Thema vorkommt, sprich, das beste Beispiel, wir sind Schlitteln in den Ferien und nachher hat mein Vater so den Schlitten hinter sich hergezogen auf dem Boden und dann habe ich irgendetwas von Reibung und Gleitreibung und Haftreibung geredet, weil der Schlitten den Berg draufgegangen ist, habe ich dann auch noch von Normalkraft und alles Scheiß gelabert. Und das Gleiche jetzt auch bei Mathematik, wenn wir irgendwie keine irgendetwas mit Zahlen machen oder so, dann bringe ich dann immer irgendwie einen Kommentar, ja, so wie viele Kombinationen, genauso wie vorher, das ist voll schlimm, stresst alle. Das ist so das Einzige, das ist halt irgendwie auch der einzige Weg, wie du das Zeugs einfach irgendwie kannst noch merken bis zu den APs. Einfach verarbeiten auf eine Art. Einfach alle Leute ringsherum mit dem, dich so aufregen. Ja. So. Solange sie aufregst, ist alles easy. Ja. Das einzige Problem damit ist, wo ich noch habe, wäre Chemie. Aber das ist, glaube ich, einfach, weil mir das Verständnis allgemein fehlt. Ja, wir haben jetzt auch bei unserem vorherigen Chemielehrer halt schon... Grundsätzlich ist das, hast du im Unterricht nie zugelassen. Mhm. Und dann hast du auf die Prüfung das Zeug dir in den Kopf gedrückt und nach der Prüfung hast du es wieder vergessen. Was eigentlich traurig ist. Das ist schon traurig, aber du kannst dir nicht alles merken, Alter, wie. Ja, gut, ist so. Aber ich finde das Thema, das wir im Moment haben, einfach mega spannend. Also Säuren und Basen und so. Säuren und Basen, ja. Ja, es ist... Ja. Und was ich mich gefragt habe, das ist halt einfach ein bisschen nicht so ein schöner Gedanke, aber der ist mir halt einfach gekommen. Oh. Und zwar, wir haben ja beim Herrn Wulschläger, unseren Biolehrer. Ich weiss jetzt nicht, ob ich den Namen hätte sollen sagen, aber wir hätten ihn alle ganz fest gern, also wird das schon easy sein. Ja. Bei ihm haben wir angeschaut, was passiert, wenn man Knochen in Säure tut. Da tun sich ja alle anorganischen Materialien auflösen. Ja.
Und meine Überlegung ist jetzt gewesen, könnte man nicht theoretisch gesehen ein Gummiskelett machen? Also ein ganzes zum Beispiel. Du nimmst einfach ein Skelett und wirfst es in Säure. Mm. Und dann habe ich zu weit überlegt. Und dann habe ich überlegt, okay, aber Säure, ich weiss nicht, was es alles auflöst. Das heisst, man müsste erstmal die Sachen, die sich nicht auflösen, also wegnehmen. Und ja, es ist zu weit gegangen. I'm sorry. Aber es wäre noch lustig. Ich schaue nämlich gerade so Flash und dort ist ja immer so mit Meta-Humans und so, wo dann Starling City und so überfallen und alles. Mhm. Und dann gibt es halt auch so einen Dude, der so seinen Arm so hure gummig lang kann strecken. Okay. Und ich weiss nicht, aber das ist schon hure wild, wenn du überlegst, dass irgendwann mal so möglich ist, dass du so ein Meta-Human bist wegen irgend so einem Experiment und nachher ist einfach so Gummiknochen. Oder so, I don't know, halt irgendwie, das wäre hure geil. Das wäre schon. Aber das geil. Ding ist halt, wenn du kannst dich so mit Säure logischerweise halt nicht so einen Gummimensch machen, weil die Säure wird dich einfach äußerlich verätzen, weil dann das Einzige, was übrig bleiben wäre, dann eben die gummigen Knochen. Ja, das stimmt schon, aber ich meine, wir müssen ja keinen Gummimensch haben, wir können einfach ein Gummiskelett haben. Das wäre schon mal ein guter Start. Und dann, was willst du mit dem Skelett machen? Willst du es taufen? Willst du ihm einen Namen geben? Yes, der Frederik. Der Frederik. Aber wobei, vielleicht muss man bedenken, dass das anfangen könnte schimmeln. Weil also im Bio hat er den Knochen ja auch nicht einfach so rumliegen gehabt, das, was besser gesagt führig geblieben ist. Mhm. Also weißt, er hat ja auch in einem Flüssigkeit oder so rein da gehabt. Stimmt. Such mal nach wenn wir irgendwo so einen alten Pool herbekommen, der so mit der entsprechenden Flüssigkeit füllen. Ja. Einfach nur, dass wir unser Skelett aufbewahren können. Das wäre schon verdammt traurig. Aber ich meine, es wäre noch lustig zu sehen, inwiefern das möglich wäre, ob der Knochen überhaupt noch seine Form beibehalten könnte. Mhm. Ich meine, wenn du zum Beispiel einen Schädel nimmst, das ist ja eine eher komplexe Form, sage ich jetzt mal. Ja. Mit Hohlräumen und so, das wird ja wahrscheinlich nicht mehr schön rund und so sein. Nein. Es ist einfach irgendwie frumpelig und zusammengehend und so. Also basically so, wie unsere Physiklehrerin aussieht. Huch! Autsch! Du bist sozial unterwegs. Ja. Nein, aber stell dir das mal so vor, du hast das so gemacht und dann kannst du sogar fragen, Sie, Herr Wulschläger, wie kann man ein Skelett, das man letztens in Salzsäure eingelegt hat, irgendwie aufbewahren? Wegen Fragen, ja, keine Ahnung, ich frage für einen Freund. So. Ich frage für einen Freund. Das wäre einfach eins zu viel. Es wäre mal lustig, einfach nur schon allein, um seine Reaktion zu sehen. Vor allem, wir haben ja jetzt das Thema, wie heisst es, Fortpflanzung. Ja. Und dann haben wir ja noch das Thema Inzest angeschaut. Und nicht wegen dem Inzest selber, sondern wegen dem Erbgut. Biologischer Sinn. Ja, genau. Also im Sinne von, kann es wirklich zu viel Behinderungen und so kommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dem Herrn Wulschläger schnell mal unangenehm könnte werden, weil dort ist es ihm auch richtig unwohl geworden, allein schon über Inzest zu reden. Aber ich habe es noch spannend gefunden, wie er erzählt hat, dass er auch Mäuse züchtet, aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, was hat er alles? Hühner, Mäuse? Hat fix auch noch irgendwelche anderen Haustiere? Ich finde es einfach hure bestialisch, wo wir damals das Hühnerknie seziert haben. Mhm. Wo er einfach gesagt hat, ja bitte tun Sie dann die Pouletstückchen klein schneiden, damit ich das meine Hühner kann füttern. Ich so, wait. Wait a damn minute. So basically sind deine Hühner fucking Kannibalisten. Ja, das ist mir echt ein bisschen suspekt übergekommen. Sage ich jetzt mal einfach so. Ich weiss gar nicht, wie man es anders beschreiben soll. Also, wir hatten Schlangen in der Schule. Also weisst, gib's deren? Ich meine, ja. Aber nehmen die nehmen nichts Totes, die nehmen doch nur Lebendiges. Ich glaube, teils nehmen sie auch Totes, aber ich weiss nicht, ob sie auch Totes nehmen, Oh, keine Ahnung. wenn es halt, ja, auch schon tot aussieht. Ich meine, mega häufig werden ja so Babyhühner, Küken gefüttert. Also, sie sind das Futter, ja. Ja. Scheiße, sorry. Aber meistens sind die ja dann auch schon tot. Oder macht man das bei Vögeln? Ich weiss gerade gar nicht. Ich glaube, bei Vögeln macht man das Nein. sicher. Also So ich bei weiss, Vögeln. dass die kleinen männlichen Küken oder Bibeli oder wie du sie auch immer nennst, Mhm. tötet werden. Also die werden, glaube ich, gerade nach der Geburt quasi
umgebracht, weil wenn es zu viel von ihnen hat. Und die werden dann eben, das stimmt. Aber werden die den Schlangen gefüttert oder werden die anderen Reptilien gefüttert? Also ich habe auch schon gesehen, dass die sicherlich mal Greifvögel gegeben worden sind. Ja, genau, weißt du, ja. So halt gefangen das hat. Stimmt, ja. Aber Schlangen, ich weiß gar nicht, weil ich habe das Gefühl, mega häufig, also es wird ja häufig mit den Pinzetten geben, mit so einer grossen, wie wir zum Beispiel auch in Chemie haben. Und wenn du dann einfach so ein bisschen rumbewegst, das lenkt ja vielleicht sogar schon für die Schlange. Ich meine, die schluckt das ja eh ganz ab. Das spielt auch keine Rolle mehr. Das stimmt, ja. Aber ich weiss auch, dass die Babeli da, also das sind in der Regel Babys, auch mega häufig einfach zu Hundefutter gemacht werden, sobald sie geboren worden sind. Und das ist schon hure deprimierend. Das habe ich nicht gewusst. Also in den USA auf jeden Fall habe ich auch schon so Bericht gesehen, dass das dort teils gemacht worden ist. Da sind die halt einfach geschlachtet worden und ja, shit, weg. Es ist hure düster und traurig, aber es ist, wie es ist. Ja, es ist halt Konsumgesellschaft. Es muss halt, irgendwelche Opfer muss es halt geben. Super. Kennst du den Vegan Teacher? Nein. Die ist auf TikTok mega lang einfach berühmt gewesen, weil sie so ein Arschloch ist. Und zwar, also, ich weiss nicht, du hast sie fix auch schon mal gesehen, es gibt mega viele Memes und Parodien, was weiß ich doch nicht was alles. Weil, also ich meine, Veganer, wir kennen die ja alle. Ja. Sie wollen die Leute damit überzeugen, dass das Richtige ist, vegan zu sein. Ja. Aber sie hat nicht nur probiert, dich zu überzeugen, sie hat dich runtergemacht. Andere Veganer sagen, das ist nicht gut, was du machst, du solltest das nicht essen wegen dem und dem. Sie hat gesagt, du bist ein schlechter Mensch, fahrst in die Hölle, du bist so ein grobes Arschloch, Leute wie dich sollten wir umbringen. Die ist in die Richtung gefahren, also so richtig extrem und einfach grusig und unsympathisch. Und die ist Lehrerin? Ich weiss aber nicht, wenn sie Lehrerin ist, dann tut mir die Kind mega leid. Ja, dann frage ich mich einfach, was für eine Schule das ist, dass die Lehrperson noch nicht gekündigt haben. Ja. Ja, nein, also... Ja, ist so. Nein, aber die ist vor kurzem eben, also TikTok ist so ihre Hauptplattform gewesen, ist sie gekickt worden. Ich weiss nicht, was es... Ich glaube, in 13-Jährigen hat sich dann halt ein Spass mit ihr erlebt. Ich meine, mega viele Leute haben dann mit ihren Videos irgendwelche, also nicht Parodie, aber weißt du, also reagiert drauf. Ja. Und dann hat sie dem 13-Jährigen irgendwie immer komischere Nachrichten geschickt. Und zwar, er hat zu jedem einzelnen von ihren Videos hat er ein Duett gemacht und irgendetwas dran gehängt oder so, um sie extra hässlich zu machen. Zum Beispiel, wenn sie geredet hat von wegen, esset keine Hühner, das sind die ärmsten Tiere der Welt, oder weiß ich doch nicht was alles, dann hat er ein Video gemacht, wie er ein Huhn isst. Also, es kocht, einfach das Normales, oder? Hühnerfleisch, immer so Zeug. Und das hat sie halt hässlich gemacht. Und dann irgendwann hat sie halt so Videos gemacht, wo sie gesagt hat von wegen, ich will nicht, dass du das machst, so ein starker, junger, hübscher Mann, weiß ich nicht was alles. Und dann ist sie, glaube ich, einfach gekickt worden, weil er ein 13-Jähriger war oder so. Bro. Da habe ich mir einfach gedacht, so, Junge... Also ich meine, es ist gut, dass sie geflogen ist, weil das ist nicht okay. Aber das hätte schon früher müssen passieren. Aber es ist sowieso... Hey, in letzter Zeit, Alter, auf meiner For You-Page ist so komisches Zeug, so richtiger TikTok-Cringe. So, nein, ich weiss nicht, ob ich das dir oder schon mal in der letzten Podcast-Folge gesagt habe oder wem auch immer. Aber hast du nicht auch das Gefühl, so, dass vor allem so in der Corona-Zeit jetzt einfach erstens so viele neue TikToker dazugekommen sind und zweitens irgendwie hure viel, vor allem mehrheitlich Mädchen, so richtig horny Videos aufladen. So, wo so richtig unangenehm horny ist. Weißt du, so, wo du zuschaust und so, oh, nein, weiter scrollen, so. Ja. Weißt du, was ich meine? Nicht nur Mädchen, auch Buben. Ja, also bei mir sind es einfach mehrheitlich Mädchen-Videos, aber ja, sicher sind es auch Buben, ja. Wenn ich mal getroffen habe, häufig kommen sie auch noch im Duo. Und dann schaltet es mir ab. Ja. Da denke ich mir einfach so, also ganz ehrlich, du musst ein bisschen mehr mit deiner Zeit anfangen, als da einfach ohne T-Shirt oder so rumzulatschen und hoffen, dass du berühmt wirst. Weil, ich meine, in 20 Jahren gibt es TikTok nicht mehr, musst du schauen. Das ist so eine App, die überlebt irgendwann nicht mehr. Habe ich das Gefühl. Mm. Und ich weiss nicht. Stehst du mit nichts da? Ja, sorry, du wolltest sagen. Nein, ich kann nichts sagen. Alles gut. Ich kann zulassen.
Okay. Aber nein, es sind ja jetzt irgendwie so hure viele YouTuber so von 0 auf 100 plötzlich irgendwie so auf Clubhouse oder wie heißt das irgendwie so? Hype House. Ja, es gibt verschiedene so Sachen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich weiß nicht wieso. Ich verstehe es auch nicht. Vor allem, das sind immer die, bei denen es immer Skandal gibt. Jetzt vor allem zu Corona-Zeiten. Ganz am Anfang von Corona, da haben auch die TikTok-Famous-Leute und so immer gemacht, wegen, wieso sind ihr so unverantwortlich und bleibt nicht daheim und tun einfach für euch und Kontakt einschränken, weiss ich doch nicht was. Und eine Woche später war sie an einer Party mit irgendwie über 100 Leuten, alle ohne Maske und Abstand und so. Ja. Du denkst dir also, ja, was? Also ich meine, wenn du berühmt bist, dann kannst du dir schon so Sachen auch einfach nicht mehr erlauben. Also dann schaut man halt einfach mehr auf dich. Also ich meine, es heisst doch nicht einfach umsonst Influencer. Yes. Bist du kein Influence the People? Influence the people. Du kannst influence the people. Es ist einfach so. Und ich finde es dann immer hure schlimm, wenn so grosse Meme-Seiten, vor allem jetzt auch auf Instagram, die ganze Zeit immer so posten, lasst euch bloß nicht impfen, ihr wisst nicht, was drinnen ist. So, Bro, Junge, die ganze Zeit machen sie Memes drüber, dass die Schweiz das einzige Land ist, wo irgendwie noch keinen Impfstoff hat oder wo hinten drin ist mit dem Impfen. Und dann, wenn es endlich so weit ist und man sich zum Impfen kann anmelden, heisst, könnt ihr euch bloß nicht impfen, das geht viel zu schnell. So, ey, Junge! Also, sorry. Das regt mich so auf. Anstatt irgendwie dankbar dafür zu sein, dass es so schnell gegangen ist, sind sie einfach hässig. Ja, also sorry. Also ich verstehe es, wenn man sich nicht impfen lassen will, wenn es noch keine Daten gibt. Aber irgendwann gibt es Daten und für die meisten Impfstoffe, die es jetzt in der Schweiz gibt, sind Daten da. Auch für den russischen Impfstoff, für Sputnik heisst er ja, glaube ich, sind jetzt Daten gesammelt worden und der ist zu 95% garantiert einen Schutz vor Corona. Und ist ja schon sicher. Also ich verstehe nicht, warum man jetzt noch motzt, obwohl man weiss, dass es sicher ist. Ja, und vor allem, weißt du, so am Anfang von der Corona-Krise haben alle darüber gejammert, oh mein Gott, am liebsten hätten wir gerade einen Impfstoff. Ach, wie schön wäre es, wenn wir einen Impfstoff hätten und dies, das. Und dann hat sich die ganze fucking Welt dran gemacht, irgendein Impfstoffmittel zu produzieren. Und jetzt haben wir irgendwie 4, 5 Impfstoffe zur Auswahl. Und jetzt tun die Leute blöd wegen dem einen, wie heisst der AstraZeneca, so so etwas. Von dem einen, weil der ja nur irgendwie eine bestimmte Prozent von den Menschen tut, oder nicht ganz so sicher ist wie die anderen vom Schutzding her. Und jetzt entscheiden, und jetzt wollen die Leute den Impfstoff nicht, obwohl er erhältlich wäre, obwohl er in der Schweiz ist, und wenn sich, weißt so, wenn das der einzige Impfstoff wäre, dann würden alle drauf stürmen und ey, nein. Aber das Ding ist, der AstraZeneca oder ich habe keine Ahnung, wie er heisst, einfach Astra weiss ich. Ja, ich auch. Bei dem hat man festgestellt, wo man gesagt hat, es sei nur, keine Ahnung, irgendwie 60% Schutz oder so, hat man gemerkt schlussendlich, dass man nur die Halbdosis verabreicht hat. Und wegen dem ist der Schutz so niedrig. Also man hat den Leuten, bei denen man eigentlich getestet hat, haben sie zu wenig gegeben, dass es wirklich den Schutz dingstet hat. Also er war eigentlich genau gleich gut, auch so 90 plus. Und ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt Deutschland ist oder da, ich weiß auch nicht genau, gibt man es jetzt auch für die älteren Leute mittlerweile frei? Ja, also in Deutschland, also ich weiss einfach von meinem Großvater, in Deutschland geben sie es für die alten Leute frei. Und weil es halt niemand will, kommst du dort sogar schneller an die Impfung. Also mein Großvater hat sich jetzt für den AstraZeneca oder wie der immer heisst, angemeldet. Weil er gesagt hat, eben ja, wenn jetzt das der einzige Impfstoff wäre, würden alle drauf stürmen und er ist genau gleich gut wie alle anderen und ihn steht das nicht. Er braucht einfach etwas zum Impfen und hat sich jetzt nicht angemeldet. Finde ich gut. Meine Großeltern haben sich auch schon impfen lassen. Ich glaube, es sind jetzt alle 4 schon sind schon 2-mal geimpft worden. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber man muss sagen, sie haben schon ein fettes Knusch gehabt. Also bei meinen Großeltern, die in Luzern leben, dort haben sie sich einzeln müssen impfen, sie nicht zusammen können gehen. Was total bekloppt ist, weil mein Großvater kann zum Beispiel fast nicht mehr laufen. Wow, super. Also das ist dann, zuerst hat meine Großmutter können gehen, sich impfen lassen. Obwohl sie sich gleichzeitig angemeldet haben und alles, hat mein Großvater dann halt müssen daheim bleiben und so, ja, ein bisschen auf gut Glück gehen. Dann irgendwie so 1-2 Wochen später ist er erst dran gekommen. Und genau das Gleiche auch bei der 2. Impfdosis. Das regt mich schon ein bisschen auf, dass es so schlecht läuft in der Schweiz. Dass es einfach, also ich meine, ich bin froh, dass überhaupt etwas gemacht wird, verstehe mich nicht falsch. Aber es muss einfach besser laufen. Ein bisschen geschmeidiger. Es ist wirklich irgendwie in allen
in allen Sachen irgendwie, habe ich das Gefühl, so, dass so grundsätzlich eigentlich alles so gut ist und ja, wir machen das jetzt, aber es ist überhaupt nicht so ganz durchgeplant. So. Eben, das haben wir ja ganz oft schon gesagt, wie das mit den Corona-Maßnahmen in der Schule ist und generell. So ist es mit dem Impfen ja jetzt auch, also eben, wie du gesagt hast, so. Man meldet sich so an, man kann zwar impfen, aber wirklich gut nicht, ist es irgendwie auch wieder nicht. Das ist einfach verdammt komisch. Gut, ich finde es aber gut, dass man sich jetzt schon auch als Schüler zum Beispiel kann da impfen lassen. Also nicht impfen, aber anmelden. Mhm. Aber ich meine, du musst halt auch dementsprechend lang warten. Also Ja, das ist klar. ich erwarte frühestens Ende Jahr geimpft zu werden. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber es fühlt sich zumindest so an, dass das erst frühestens könnte sein. Also wenn sie in dem Tempo weiterhin, wo sie jetzt impfen, dann wirst du erst nächstes Jahr, also C22 bis C23, wirst du dann erst geimpft. Ja, das ist auch sehr, kann ich mir gut vorstellen. Das ist einfach das Traurige. Das ist, ja, es macht weh, ganz ehrlich. Und es regt mich auch so auf, aber das haben wir ja vorher besprochen, von wegen die Leute heulen um, von wegen der Impfstoff, das ist alles zu schnell gekommen und so. Und es sind ja die gleichen Leute, die auch vorher gemotzt haben. Es wäre so schön, wenn wir jetzt schon einen Impfstoff hätten. Und das sind jetzt aber auch die sich aufregen, wenn Leute den Green Pass, weißt du, so wie in Jerusalem ansprechen. Das so, gerade, das ist Diskriminierung, das können sie nicht bringen, von wegen, wenn man geimpft ist, dürfen wir Sachen machen, wie zum Beispiel an ein Konzert gehen. Ja, Pitch meldet dich an zum Impfen und dann hast du selber einen Green Pass nicht fressen. Ja, also ich sehe das Problem echt auch nicht. Und ganz ehrlich, die sind in Jerusalem, die ja schon brutal viel geimpft. Ja. Ich meine, die sind wirklich durch und die haben halt dementsprechend auch viel müssen zahlen, glaube ich. Aber gleich. Und das sind ja auch schon genug Daten. Also wie der Impfstoff wirkt, weißt du? Ich meine, das sind nicht einfach so ein paar hundert. Das geht ein bisschen auf eine grössere Zahl drauf raus. Und du denkst so, mindestens das wird doch irgendwie auch länger. Ja. Aber in dem Fall nicht. Wir sind ja nie zufrieden. Eben, wir haben ja mal ein Mail nach unserem Podcast, haben wir ja mal ein Mail an unsere Psychologielehrerin geschrieben mit der Frage, wie ja eben könnte jetzt da durch den Green Pass eine ziemliche Gruppendiskrimination und Gruppenteilung passieren. Also quasi gibt es dann irgendwie so in Extremfall irgendwelche Demos gegen die eine Gruppe oder wo sich sogar, weißt du, was ich meine, so. Mhm. Und eben, sie hat dann eben geantwortet, das passiert ja eigentlich ja schon. Also es gibt ja schon Leute, die eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, dumme gegenüber den Leuten haben, die einen Green Pass haben und die sagen, arrogante Schnösel und meinen jetzt, sie haben ein besseres Leben und meinen, sie sind etwas Besseres und so. Es ist ja genau eben schon so. Mhm. Aber, also das hat sie jetzt nicht gesagt, aber ich finde, das ist halt einfach voll sinnvoll, weil anders bringst du die Leute nicht zum Impfen. Wenn das Leben gleich ist, wenn du dich impfst, als wenn du dich nicht impfst, wieso solltest du dich denn impfen? Es ändert ja eh nichts. Mhm. Also weißt du, dann sage ich ja auch, ja, Bro, wenn ich mich impfe, dann wollte ich auch wieder irgendwelche Plus haben. Dann wollte ich entweder schon wieder in Clubs rein dürfen, dann wollte ich in Restis rein dürfen, dann wollte ich ohne Maske sein dürfen zum Beispiel. Aber wenn du immer noch Maske musst haben, wenn du immer noch nicht dich mit Kollegen darfst treffen, wenn du immer noch in keinen Clubs rein darfst, wenn du immer noch in kein Rest rein darfst, wieso solltest du dich nicht impfen, ganz ehrlich, da wärst du ja dumm. Ja, also ich meine nicht, dass Impfen gefährlich ist, aber wieso solltest du wieso solltest du irgendetwas in dich reinspritzen lassen, was ja eigentlich grundsätzlich gut ist, aber wenn es dir eh nichts bringt, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja dann schon so. Deswegen finde ich das mit dem Green Pass eigentlich schon super, also. Ja, ich finde es aber auch gut, aber ich glaube, vor kurzem habe ich auch mit 2 Gleichaltrigen über das diskutiert. Und die haben beide das Gefühl gehabt, das sei diskriminierend. Aber wieso? Was hast du für ein Argument gebracht? Also keine sind ja gesagt, ja, es ist wie eben eine Trennung von den Leuten, was ist das denn was? Und ich meine, ja, es ist eine Trennung und genau das ist der Sinn und Zweck. Die geschützt sind, können halt sich freier bewegen. Dass sich eben die nicht geschützt sind, können nicht anstecken. Mhm. Und ich meine, wir haben ja, unser Klassenlehrer hat uns ja auch mal gesagt, ja, es müssen sich auch nicht alle impfen lassen. Etwa 2/3, das würde länger. Also, gut, laut ihm. Aber wie das genau stimmt, weiß ich auch nicht. Also ich weiss einfach, ich meine, klar, es ist eine Gruppentrennung, solange sich noch nicht alle geimpft haben. Aber sobald sich alle geimpft haben, ist es ja dann eigentlich wieder eine grosse Gruppe, das sind alle wieder das Gleiche. Mhm. Und dann ist es ja keine Gruppentrennung mehr, sondern geht es allen wieder gut so.
Und was ich einfach auch so das Problem habe mit dem Impfen, man weiß ja nicht, also ich weiß es zumindest nicht, aber der Raffi hat auch gesagt, irgendwie, es ist noch nicht ganz so sicher. Man weiß nicht, wie lange die Immunität anhaltet. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Immunität, wenn man sich geimpft hat, gleich lang aushält wie irgendwie bei zum Beispiel Grippenimpfung oder so, dann sind es basically ja eigentlich nur ein paar Monate, bis maximum ein halbes Jahr. Und wenn jetzt die Schweiz in dem Tempo weiter wie sie jetzt impfen, dann ist dann eben das nächste Problem, dass es dann schon wieder erste nicht-immune Leute gibt, weil die als erste geimpft worden sind, bis dann die letzten geimpft worden sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist dann auch wieder, ja, dann lass doch gerade sein. Also nein, natürlich lass nicht sein. Nein, das meine ich nicht, sondern einfach, ja, dann ist es auch wieder irgendwie, dann bist du ja nur noch am Impfen, dann kannst du ja gar nicht mehr aufhören. Mhm. Und das Ziel ist ja quasi, den Virus auszurotten. Und für das muss ja irgendwie ein bestimmter Zeitraum von etwa 2 bis 3 Wochen sein, wo wirklich niemand mehr den Virus hat oder wo ihn niemand mehr kann bekommen, wo wirklich einfach alle immun sind quasi, dass der Virus sich nicht kann verbreiten und dann verreckt. Es wäre noch interessant, wenn jetzt alle Menschen langsam also mit der Zeit halt immun einfach würden werden. Weil ich habe das mal in einem Artikel gelesen, Ägypter, die Alten, hat man festgestellt, sind immun gewesen gegenüber, ich glaube, es war Malaria gewesen. Mhm. Also ich meine, die sind einfach immun geworden, so gesehen. Und das habe ich lustig cool gefunden irgendwie, dass die einfach von Natur aus eine Immunität haben können aufbauen. Und ich weiss, es ist heikel, dass ich das sage, einfach wegen von Natur aus, weil jetzt kommen die Leute gesehen, es geht auch ohne Impfung. Ja. Du nicht blöd, die haben dort Jahrtausende lang gelebt, genau. bis die eine Immunität hatten. Wir leben jetzt nicht Jahrtausende mit Corona. Also gut, hoffentlich nicht. Ja, ich schwöre, ich wollte sagen, wenn das so ist, dann Ja, dann ist Green Pass die einzige Lösung, ganz ehrlich. Dann Photoshop ich mir in Green Pass. Ja. Ja, nein, weil bis ich dann die Impfung bekomme. Ja, das nein. ist halt das andere, wir könnten den erst machen, wenn alle Zugang zu einer Impfung hätten. Mm. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein, ich kann einfach nur mal das bestätigen, was du gesagt hast mit den Ägyptern. Das ist ein Prozess über Jahrtausende. Das ist, das sind Generationen über Generationen. Also wenn es Jahrtausende sind es so etwa nach Gesetz etwa so 10, 11 Generationen, Menschengenerationen, über die das drüber gegangen ist, wo sich dort halt eben Stück für Stück die Immunität und so und Gut, wahrscheinlich sind es ja noch mehr gewesen. Die haben ja damals noch nicht so lange gelebt. Das stimmt, ja. Wahrscheinlich sind sie. Wobei teils sind sie schon ziemlich alt geworden. Also vor allem für dann, wenn sie gelebt haben. Ich weiß nicht, Ramses II., ob das ein Begriff ist. Nein, da tut Raffi bestimmt mir nicht. Ist einer der grössten ägyptischen Könige überhaupt gewesen. Ich weiß nicht, du kannst auch mal seine Mumie googlen. Er ist extrem gut erhalten, kann man sagen. Er hat sogar noch Haar und so. Wie heißt der Dude? Ramses II. Ja. Von dem gibt es auch ganz viele Statuen. Aber ganz ehrlich, ich habe mega Mühe mit Statuen. Ne? In Ägypten die auseinanderzuheben irgendwie. Oha, Alter, die Mumie ist ja wirklich. Also die habe ich in Kairo auch gesehen, glaube ich. Also ich meine, ja logisch, er ist ein bisschen verdörrt und so, aber ich meine, das sind halt Mumien. Ja, die werden ja so mumifiziert. Der ist, glaube ich, um die 75 geworden oder so um die 70 einfach. Und das ist brutal alt für die Zeit. Und stimmt, haha, ich sehe gerade das Bild eben. Sie hätten eigentlich mal müssen transportieren und für ihn haben sie einen Pass müssen machen oder eine ID. Und dann gibt es einfach so eine ID, wo steht Vollname Ramses II. Date of Birth so 1303 bevor Christus. So geil! Ich finde, das ist so richtig geil, einfach eine Idee für eine Mumie. Also stell dir mal den Moment vor, du bist so am Zoll und streckst so deinen Schweizer Pass, steht so geboren 1300 vor Christus. Und schaust du so an, so, ja, was ist irgendetwas nicht gut, oder was? Lass mich bitte durch, danke. Also ich finde das mega komisch, dass für Leichentransport von Mumien, die so ein paar tausend Jahre alt sind, überhaupt so etwas brauchst.
Also ich meine, wenn es ein frischer Körper ist, frisch in Anführungsstrichen Schlusszeichen, verstehe ich es ja noch, weil da gibt es sehr wahrscheinlich auch noch Familien, die es beerdigen wollen. Ich meine, warum sonst willst du es transportieren? Mm. Aber so, okay, in dem Fall. Ja, fresh. Ich wollte das jetzt auch, schreibe das jetzt auf mein Testament. Ich wollte einen Pass. Ich will eine Idee. Ich wollte eine Idee, wenn ich tot bin und die soll immer oben an meinem Grab sein. Und irgendwann, dann in ein paar Jahren, steht immer geboren 1000 Rennen vor Christus. Statt immer so bin ich 1000 Jahre alt. Du wirst so 20 Jahre nach dem Tod transportiert und du legst wirklich fest, ich will eine Idee und ich will mit dieser Idee transportiert werden. Genau, und ich Ich wollte, will dass im die gezeigt SBB wird. kontrolliert werden. Ja, genau. Ich will einfach, dass man es sieht. Aber so ein Leichnam so in der SBB gezogen, einfach so ein Sarg irgendwo in der SBB am Chillen, so mit dem Pass oben drauf geklebt. Nebendran noch so das GA. Das wäre hure geil. Oh, Junge. Ich finde allgemein so Mumifizieren und einfach Mumien finde ich hure interessant, wie das gemacht worden ist und so. Ich meine, wir können es mal mit dir ausprobieren. Easy. Wir legen dich in Salz ein, dann zieht jetzt alles Wasser aus dich rum, dann siehst du aus wie so ein Schrumpfkopf und dich einwickeln und begraben dich. Ist gut. Aber zuerst musst du noch meine Organe rausnehmen. Ich wollte sagen, zuerst noch das Hirn rausnehmen. Lunge, das Hirn. Hirn, das ist auch so eine ewige Debatte, wie man das rausnimmt. Also ich meine, es hat doch immer geheißen, sie sind doch irgendwie mit dem Werkzeug über die Nase rein und haben sie dann dort die Nase rausgezogen, nicht? Ja schon, aber wie genau ist etwas anderes, weil das Hirn kannst du nicht einfach so rausziehen. Da hat es eine Theorie gegeben, von wegen, man hat es einfach in die Nase reingesteckt und eben irgendwie rausgezogen. Man hat es in die Nase reingesteckt und Stück für Stück irgendwie rausgenommen. Oder, das ist das Neueste, glaube ich, man hat den Metalldings, also man muss ja einen Knochen hinter der Nase brechen, dass du dort herkommst überhaupt. Mhm. Einfach so als Fun Fact. Sind sie rein, haben den Stab einfach so im Kopf im Kreis bewegt, bis das Gehirn ein Matsch war. Und haben den Körper umgedreht, dass es einfach durch die Nase rauslaufen kann. Und dann sag ich so, Scheiße, Junge. Das sind Metzger gewesen, hey. Das ist ein anderes Niveau, aber brutal. Boah, hey, weißt, also nochmal schon beim Zulassen wird er da schlecht, aber mach das einmal, dann schau mal zu, hey. Ja. Wow. Boah, das wäre so gruselig. Also das Gefühl davon, wie du das jemandem reinsteckst und so umdingst. Ich meine, das war, nein. Vor allem, Nein. du musst ja, wie du schon gesagt hast, du musst ja dort nachher brechen, das heisst, du musst das voll mit Gewalt und dann das Geräusch, wenn du so, Junge. So, und lustigerweise ist es auf natürlichem Weg häufig einfach eine schönere Mumie am Ende. Ich weiss nicht, kennst du die Inka-Mumie? Ja. Ist von so einem Mädchen, wo auf einem Berg oben vergraben worden ist, zusammen mit 2 oder 3 anderen. Mhm. Hast du wahrscheinlich auch schon gesehen. Ich meine, die ist ja wirklich brutal gut konserviert, bis dorthin, dass ihre Haut und so einfach, man weiss noch, was sie zuletzt gegessen hat, weil man einfach die Sachen im Magen gefunden hat. Ja. Und das finde ich schon krass. Und ich meine, aber ich weiss nicht, ob du die Geschichte kennst, wie sie gestorben sind. Die sind ja ein Menschenopfer gewesen. Und die sind eigentlich, aber die haben Alkohol, Coca und all so Zeugs bekommen. Einfach zum Heisen, weil aber viele Religionen, ich glaube, das haben wir im letzten Podcast besprochen, sind von Drogen abhängig gewesen, früher. Mhm. Sind dann dort in ein Loch reingelegt worden und hat mit denen nur ein dünnes Tuch eigentlich über den Kopf gelegt und an dem sind sie dann schon erstickt. Einfach weil es dort oben so kalt war und die Luft so dünn ist. Ich meine, Peru ist ja ziemlich hoch oben. Also so Meter über meermässig. Mhm. Aber das ist auch so ein Tod, den ich mir nicht vorstellen würde. I swear. Wenn du könntest wählen zu dem Thema, lieber verbrennen oder ersaufen? Also ich meine, wenn wir sagen, richtig verbrennen, dass du wirklich brennst, dann stelle ich mir das schlimmer vor als ersaufen. Aber das Ding ist, häufig beim Scheiterhaufen sind die Leute erstickt, bevor sie verbrennen. Vom Rauch, ja. Mhm. Also habe ich das Gefühl, es geht etwa aufs Gleiche raus, einfach, dass du vielleicht länger hast, am Ersticken beim Rauch. Ich meine, wie lange kann der Mensch die Luft unter Wasser haben? Ja, Ahnung, ich kann es untrainiert etwa 2 Minuten, wenn es gut kommt. Ja, so lange doch fix nicht, wenn du nicht trainiert bist. 2 Minuten lebst, Aha, dann ja. könnte man dich noch retten und danach verreckst. Ich meine, ich bin nach 30 Sekunden wieder da oben.
Ja, ich hätte jetzt gesagt 1 bis 1,5 Minuten Maximum. Vor allem, wenn du noch Stress hast, irgendwie, wenn du zum Beispiel irgendwie auf dem Meer bist und Stress hast, weil du irgendwie keine Ahnung, dann zappelst du noch, dann verbrennst du noch viel mehr Sauerstoff. Dann würde ich sagen 30 Sekunden pro Tauchgang. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde, beides ist schrecklich. Also beides muss ich nicht haben. Same. Also ich meine, logischerweise musst du es nicht haben. Aber ich habe das Gefühl, verbrennen die Schmerzen, die du dort hast, falls du nicht in Ohnmacht fallen würdest. Das sind Schmerzen, das ist... Oh. Das wird man sich gar nicht erst vorstellen. Ja. Aber kann ich ertrinken? Ich habe das Gefühl, dir kommt die Zeit auch einfach so lang vor. Also ich meine, stell dir vor allem wenn du so gerade unter der Oberfläche bist, sag mal, du bist unter einer Eisplatte gefangen. Absoluter Albtraum, weil du siehst eigentlich, dass es gerade oberhalb von dir wäre die Luft, aber du kommst einfach nicht dorthin. Ja. Das wäre richtig schlimm, finde ich. Stimmt. Aber ja, ich meine, ich weiß nicht, ich schaue mega gerne halt so Dokumentarfilme, wie zum Beispiel Leute, die von Haien angegriffen worden sind. Yeah. Und die haben dann beschrieben, sie haben gemerkt, wie sie, ich glaube, einer, der ist irgendwie das Bein abgebissen worden oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, also sie war am Ertrinken zu dem Zeitpunkt, aber sie hat es wie eigentlich gar nicht mitbekommen. Ich meine, ja, das hat wahrscheinlich auch noch mit dem Schmerz und dem Blutverlust zu tun gehabt. Und sie hat aber gesagt, es ist gar nicht so schlimm gewesen, sondern es hat sich mega schön angefühlt und ausgesehen irgendwie. Und das hat mich dann verwirrt. Ich schwöre. Und dann habe ich gedacht so, wait a damn minute, Alter. So, geht's dir gut? Oder du bist gerade von einem Hai, dein Bein ist gerade von einem Hai abgebissen worden. Du bist am Verblüten, bist unter Wasser am Saufen und du sagst, es ist wunderschön. Sehr magnifik. Das ist doch mal... Also weißt du, ich sage mal, Optimismus ist ja gut, aber es hat auch dort eine Grenze. Ja. Was auch cool ist, passt jetzt zwar nicht mehr ganz zum Thema, aber eher zum Thema von vorher. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch schon gesehen, wie man Gesichter nachbaut anhand von allein einem Skelett. Nein. Da hat man wirklich teils einfach Knochen genommen, hat eine Kopie gemacht eigentlich vom Schädel und dann so eine Muskulatur aufgesetzt und Haut und so, wie sie etwa könnte aussehen haben. Boah. Aber ganz ehrlich, das kann fast nicht so genau sein, weil du weißt manchmal nicht, ob eine Person dick war oder nicht, ob sie die Hautfarbe und all das kannst du eigentlich gar nicht wissen. Ja, und vor allem Skelette sind ja fast immer richtig also fast gleich sogar. Das Einzige, was sich ein bisschen unterscheidet, ist die Grösse und vielleicht, keine Ahnung, die Hüftbreite oder so etwas, aber sonst, also auch Schädelform, die sind ja so ähnlich. Also ich meine, das, was ja dann deine Gesichtsform formt, sind ja dann eigentlich Fett und Muskeln. Und das siehst du ja nicht mehr am Skelett irgendwie. Aber das ist jetzt eben das, was ich cool fand als Experiment. Das würde man selber vielleicht halt nicht miterleben, wenn man sich selber als Testobjekt nimmt. Wenn man stirbt zum Beispiel, dass man im Testament festlegt, ich will, dass man innerhalb, also nach irgendwie 20 oder 30 Jahren oder keine Ahnung wie lang, einfach wenn nur noch Skelettführung ist, den Schädel nimmt und es rekonstruiert, ohne der Person, die rekonstruiert, zu sagen, wie man ausgesehen hat. Einfach zum schauen, wie genau das jemand könnte sein. Das fände ich noch mega cool zum sehen. Aber ja, Also ich habe eben auch schon mal so ein Experiment im Fernsehen gesehen, wo so Leute quasi hinter einem Vorhang gestanden sind und dann einfach ein Bild beschrieben haben und dann ist vorher dran so eine Klasse gesessen und die haben dann quasi so wirklich so Stereotyp bzw. vorurteilmäßig haben sie müssen aufschreiben, ja, wie sieht die Person aus, wie groß ist sie, was hat sie an, was sind ihre Hobbys und so weiter, einfach nur anhand von der Stimme. Und es war erstaunlich krass, wie viel sie richtig hatten. Hoch. Also wirklich vor allem beim Thema Kleidung haben sie fast immer getroffen. Haarfarbe haben sie auch immer getroffen, Körperbau haben sie fast immer getroffen. Hobbys nicht immer, aber das ist ja klar, ich meine, das ist ja. Aber das ist richtig interessant, das würde ich gerne mal machen. Also ich würde erstens mal gerne wissen, was andere über meine Stimme denken. Also weißt du, jetzt, wenn ich hinter dem Vorhang stehen würde, würde es mich hure interessieren, wie würde mich die Personen beschreiben oder anhand von der Stimme halt beurteilen. Aber andererseits würde es mich natürlich auch hure interessieren, wenn jetzt ich der bin, der in der Klasse sitzt, wie viel hätte ich richtig genommen anhand von der Stimme. Weil das ist ja so richtig so,
Profiler-Aufgaben quasi. Mhm. Das war eigentlich noch ein voll lustiges Spiel. Mhm. Aber das kannst du natürlich halt nicht mit Kollegen machen, logischerweise, lol, weil das wäre. Ja. Aber das wäre mega geil. Ich habe also ein Video geschaut von so Profiler, wo quasi so ein YouTube-Video gemacht haben und nachher haben sie quasi, sind das vierte gewesen, oder das dritte. Und dann haben quasi so Zuschauer haben ihnen quasi so Fotos von sich geschickt. Und die Profiler haben dann anhand vom Foto von dieser Person quasi beurteilt, ja, was arbeitet die Person und vor allem wie heisst sie. Und dann habe ich es irgendwie hure interessant gefunden, weil die haben oftmals wirklich so einzelne Buchstaben oder so Buchstabenfolgen von den Namen richtig gehabt. Zum Beispiel, der eine hat Philipp geheissen. Und dann hat der andere irgendeinen anderen Namen gesagt, der aber auch mit PH angefangen hat oder wo das PH drin hatte. Und am Schluss von der Falsch hat er gesagt, ja, aber das PH habe ich gesehen. Und ich so, what, wait a minute, Alter, du schaust auf ein Foto und siehst, welche Buchstaben in dem seinem Namen drin sind. Also, weißt du, das finde ich hure krass. Mhm. Also das erinnert mich, ich kann nicht, vielleicht hast du auch schon mal von dem gesehen, von so einem Psychologen oder was ich doch nicht was alles, wo anhand von deiner Körpersprache erraten kann, was du denkst. Ja. Also der hat ja auch, zum Beispiel, also ich meine, er kann natürlich nicht einfach ablesen, was du denkst. Also wenn du jetzt einfach denkst, ich glaube, ich gehe in der Sommerferien an den Strand oder so, der schaut dich nicht an und weiss, du hast jetzt gerade das gedacht, sondern er sagt dir, denk an den Namen von deiner besten Freundin oder dem besten Freund oder so. Mhm. Dann musst du einfach ganz fest daran denken und einfach ihn anschauen. Und dann tut er langsam so innerhalb von 1-2 Minuten einen Namen aufschreiben. Und es stimmt noch überraschend häufig, offenbar. Mhm. Also wir sind an den in einer Show gewesen, aber an Shows bin ich immer ein bisschen skeptisch. Also weißt du, weil das können alle angestellt sein und so. Aha. Oh. Apropos Show, wir wären jetzt zwar schon bei 42 Minuten, eigentlich wäre es Zeit für den Fragengenerator, aber jetzt sind wir gerade so gut dabei, wir verschieben ein bisschen Kinder. Und zwar bin ich ja in der Sommerferien, habe ich schon immer mal wieder erzählt, ja, auf dem super Campingplatz in Westfrankreich. Mhm. Und dort ist an einem Abend, also es ist ja wirklich von 8:30 am Morgen bis am 10 Uhr am Abend ist der ganze Tag durchgehend Programm von Animateuren und so, die auch sich zum Teil überschneiden, also wirklich komplett voll, hure geil, für jeden ist irgendetwas dabei. Und am Abend war eine Hypnose-Show. Mhm. Und die haben dort Zeug mit den Zuschauern gemacht, Nein, also das hättest du in der Schweiz echt nicht können machen, Mann. Die sind das Zweite gewesen, der eine hat hypnotisiert und der andere hat aufgepasst, dass die anderen sich nicht irgendwie verletzen oder so. Und haben so eben Zuschauer aufgeholt und so. Und haben die hypnotisiert und nachher haben sie wirklich dann irgendwie so Sachen gemacht, so Tiere nachher machen, auf der Bühne rumkraxeln und Tiergeräusche rumschreien und irgendwie so spezielle Fantasien bekannt gegeben und so. Da habe ich gedacht, Diggi, es war so hure unangenehm gewesen, zum Teil zum Zulassen, weil so das Zeug, was sie dort oben zum Teil gemacht hat, ist so richtig so, Digga, wenn ihr das wüsst oder wenn ihr das nachher seht, richtig unangenehm. Oder, Okay, also, ja. Also, jetzt muss ich überlegen. Also ist es einfach, du würdest das in der Schweiz nicht, denkst, wäre es nicht möglich zu machen, wegen Sachen wie eben unangenehme Sachen preisgeben. Mein Gott, das ist jetzt... Ja, es ist einfach, es würde der Schweizer Moral nicht entsprechen. Und ich glaube so, es gibt in der Schweiz, ist das Zeug, was man auf der Bühne macht und so, ist eine höhere Grenze gesetzt und so etwas. Also so bloßstellen, also sie haben wirklich, die Leute haben so bloßgestellt. Also so richtig, weißt du, so. Und das kannst du in der Schweiz nicht machen. Da würde nicht gut ankommen, da würde wahrscheinlich dann die Show abgebrochen werden oder so. Also nein, also jetzt keine Ahnung, was passieren wird, aber das kannst du wirklich nicht in der Schweiz machen. Okay. Und die eine, Alter, die ist richtig weg gewesen, Mann. Die ist richtig am Trippen gewesen. Der eine Typ, der immer müssen schauen, der hat immer aufgepasst. Die ist irgendwie 5-6 Mal ist die fast von der Bühne runtergefallen. Einmal ist sie von der Bühne runtergefallen, aber die ist unten noch gestanden, weil sie aufgefangen hat. Und einmal ist sind sie auf Stuhl drauf gesessen. Und dann ist sie ist immer wieder vom Stuhl runtergefallen, weil sie so in ihrem Element war. Also weißt du, so Sachen wie irgendwie, ja, du spielst jetzt Tennis und du boxst jetzt, dann stehen halt Leute dort, die boxen oder Tennis spielen. Das ist lustig. Aber eben, wenn es dann so geht, so
im privaten Bereich rein, wo du dann so private Sachen sagst oder wo du so irgendwie... Ja, was haben sie gemacht? Sie haben, glaube ich, noch so gesagt, ja, stellt euch jetzt vor, ihr schaut jetzt so einen schlüpfrigen Film. So, und dann haben alle ja so angefangen, sich rumzufummeln und so. Das ist echt Zeugs, das... Nein, bringst du nicht. Ja, es klingt schon nicht so. Also, zum Teil ist es zum Brüllen gewesen, es war wirklich so lustig as fuck gewesen. Aber dann haben es immer wieder so einen Moment gegeben, wo ich einfach nur so, genauso wie TikTok-Cringe, einfach nur so, nein, don't do this, nein. Wirklich so, ja. Aber die Franzosen, also das Publikum hat es gefeiert. Das ist eben unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Moral, unterschiedliche Normen. Also meinst du, in dem Fall Moral, Normen und so von Frankreich sind gerade so intensiv anders? Definitiv. Also du merkst es auch, das ist einfach das Partyvolk, ohne Scheiß. Bei den Schweizer, also ich meine, gang mal in einen Club, ey, bis die mal anfangen tanzen und eine Party machen, die brauchen erst mal einen halben Kasten Bier und die müssen mal komplett versoffen, weißt du, was ich meine? So, Franzosen, keinen Schluck Alkohol und die machen die fettesten Partys. Ich meine, auf dem Campingplatz hat es keinen Alkohol ausgeschenkt bekommen. Es ist alkoholisch, glaube ich, soweit ich weiß, sogar verboten gewesen. Es hat zwar eine Vineria gehabt, aber du hast den Alkohol nicht irgendwie offen rumtragen oder so. Also es hat wirklich nie irgendwie Alkohol ausgeschenkt bekommen. Und die haben dort die gröbsten Partys gemacht und so. Oder zum Beispiel hat es dort so eine Casting-Show gegeben für The Voice Frankreich. Also so, hat es dort in dem, also eine richtige, also wo du dann wirklich, wenn du gewonnen hast, hast du dann wirklich weitergehen und so. Und dann sind die zum Teil halt so Kinder und halt aber auch Jugendliche gekommen. Hey, das hast, also da ist DSDS, singen da noch ein paar schön dagegen, weißt du so. Hey, und egal wie hässlich die Leute gesungen haben, es hat immer den fettesten Applaus am Schluss gegeben, als ob da gerade Justin Bieber wieder oben steht. Also die sind richtig supportive, die Französer. Bro. Franzosen. Bro, Frankreicher. Gut. Frankreich, das ist wie Deutschländer. Deutschländer. Gut, aber ich glaube, wir können weitergehen mit dem Fragengenerator, oder? Yes. Oder willst du noch irgendetwas hinzufügen? Na, ich denke, wir können zum Fragengenerator. Also. 3, 2, 1. Der Fragengenerator. Okay. Gut. Ey, es ist wirklich die 13. Folge, wo man das schon... Nein, wann haben wir angefangen mit Fragengenerator? Ich weiß es nicht. Und jedes Mal ist immer wieder aufs neue Cringe die Luft anzuhalten, damit der Jingle kann. So am Abzählen, okay, wie lange geht es jetzt? Oh, mal so auf 3 zählen oder so? Ja. Oder das schon? Okay, also. Ich fange mal an. Ist Klimaschutz unangebracht? Hä? Klimaschutz unangebracht, das ist irgendwie... Nein, logisch ist nicht unangebracht, aber es bringt einfach nichts. Also Klimaschutz? Also... I mean, sollte theoretisch gesehen schon etwas bringen. Also ich meine jetzt in dem Ausmaß, wie wir es jetzt machen, man sieht einfach keine Besserung, sage ich. Aber ich denke mal, würde es nicht irgendwo irgendwelche Leute geben, die irgendwie etwas fürs Klima würden machen, dann wären wir heute schon eine Wüstenlandschaft. Probably. Oder es würde einfach viel schneller schlechter werden. So. Weißt du, was ich meine? Ja. I mean, wieder mal zu müde zu reden. Es braucht halt einfach Klimaschutz. I mean, ja. 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 Schön haben wir darüber geredet. Gut, du bist dran. Yes. Okay. Kann ich einfach... Okay. Bradadada. Okay. Ist Wut sinnvoll? Wieder so poetische Fragen. Ja, unter Umständen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also, amix ist es durchaus angebracht und amix ist es auch durchaus schön, wenn du ein bisschen Dampf ablassen kannst, dann geht es auch nachher ein bisschen besser. Kommt einfach auf die Situation drauf an, hätte ich jetzt gesagt. Yes. Ja. Ja, I mean. Wow. Wir Das sagt schon rattern alles. durch den Fragengenerator durch und ich mache mit Ratatatata gerade weiter. Okay. Ist Protest leise?
welche Art von Protest reden wir? Keine Ahnung. Aber ich kann dazu etwas sagen. Und so habe ich letztens ich weiß nicht, ob es auf TikTok oder Insta war, hat irgend so ein super intelligenter Politiker in Deutschland, ich glaube, es war auf TikTok und jemand hat dann ein Duett dazu gemacht oder so. Hat eine super intelligente Politikerin, ich weiß nicht, ob sie in der Schweiz oder Deutschland war, einfach so gesagt, ja, wieso müsst ihr eigentlich immer unter der Arbeitswoche streiken? Streiken doch am Wochenende. So, ja. Also, bruh. Das ist auch voll der Sinn dahinter. Also du streikst. Streiken heisst ja, du gehst nicht arbeiten. Aber easy, komm, wir streiken in der Freizeit. Also das Ziel nur schüch verfehlt. Jawohl, Alter. Aber ja, ist Protest leise? Nein, grundsätzlich nicht. Also es kann leise sein. Wenn man es nach Martin Luther King Jr. macht, dann ist er ja pretty much leise gewesen. Aber ich glaube, so die heutigen Proteste sind immer saulaut. Ja, gut, ja, häufig. Ich meine, sagen wir jetzt mal so eine richtige Demonstration. Oder Ja. ist das das richtige Wort? Ja. Ja. Ich meine, du kannst nicht einfach auf der Straße rumlaufen und nichts sagen. Doch, das geht schon. Du hast ja Schilder. Du läufst einfach durch die Straße. Ja, super. Es ist dann, ja, ich meine, ja, ok, kannst schon, aber das kannst du zu allem fast sagen. Ist überhaupt Protestieren das gleiche wie Demonstrieren? Ich bin gerade eben hart am überlegen, was der Unterschied beziehungsweise also Ja, ich habe eben glaube das Gefühl, Demonstration, das heisst wie etwas demonstrieren. Also ich glaube, dort will man wie der Welt irgendwie etwas zeigen. Zum Beispiel, ey, look, unser Klimaschutz ist, unser Klima, zum Beispiel zu der Frau vor, unser Klima ist am Abgehen, wir müssen irgendetwas machen. Und ich glaube, protestieren ist eben irgendetwas gegen irgendetwas zu widerstehen, gegen irgendeine politische Führung zu widerstehen, gegen irgendein Abkommen. Irgend so, also wenn du dich quasi gegen etwas äußerst, glaube ich, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Also ich denke, es ist sehr ähnlich. Demonstrieren ist einfach ja, ich meine, du bist bei beiden aktiv unterwegs. Ja, ich glaube, Demonstrieren ist einfach ist ein bisschen, ich glaube, grössere Allgemeinbegriffe. Also ich glaube, es wird öfters verwendet als Protestieren, aber tendenziell ist jetzt Protestieren wirklich, wenn sich so explizit gegen etwas äußerst und demonstrieren einfach, wenn du irgendetwas willst zeigen den Leuten, wenn du irgendetwas willst bewirken. Aber zum Beispiel Klimastreik, das ist für mich eine Demo. Kein Protest. Ja. Das ist, du protestierst ja nicht irgendwie gegen ja gut, du protestierst dagegen, dass niemand irgendetwas macht, aber du protestierst ja nicht irgendwie gegen Personen oder irgendetwas. Ist Protestieren zum Beispiel etwas, man tut sich gegen etwas weigern, wo kommt, zum Beispiel ein neues Gesetz. Und Demonstrieren ist in dem Fall zum Beispiel, wenn ein Gesetz da ist, wo etwas verhindert, wo viele Leute wollen. Ja, könnte sein. Maybe. Also jetzt so auf so etwas, so ein Modell bezogen irgendwie. Maybe. Keine Ahnung. Aber ja, ist Protest leise? Ja, nein, grundsätzlich. Also vor allem, wenn man dann jetzt Proteste so braucht, wie wir es benutzen, also quasi einen Widerstand gegen etwas zu machen, ja, dann definitiv nicht, oder? Eher weniger, ja. Spätestens dann, wenn die Bullen kommen mit dem Gummischrot und alle gehen abknallen. Finde ich nice. Du bist dran, gell? Ja. Schon? Okay. Roll. Yes. Ist Hass eine Lösung? Keine Ahnung, irgendwie mega viel von diesen Fragen kann man gar nicht ohne Beispiel beantworten, finde ich. Ja, das ist ja, das ist ja gut so. Hass ist ja eigentlich keine Lösung. Hätte ich jetzt gesagt. Ich meine, es bringt niemandem gross etwas, wenn du jemanden hassest. Du wirst häufig einfach von anderen Leuten irgendwann gehasst. Bestes Beispiel Hitler. Ja. Ja. Keine Ahnung. Oh, apropos Hitler. Ich hatte dir ja ein Video geschickt von ABBA und Hitler und so. Das hat mich so auseinandergenommen. Ich habe das gesehen, also erstens mal, eigentlich wäre es logisch gewesen, aber ich habe so nicht daran gedacht, dass sie damals Soldaten möglichst dazu bringen, Arier in Anführungsstrichen Schlusszeichen auf die Erde zu setzen.
Und weil halt im Norden, eben Norwegen und so, die Leute eher Arierzüge haben, dass sie wollen, dass sie dann Kind mit diesen Frauen haben. Das hat mich so hops genommen. Und dass einfach die eine von ABBA, eine von der Gründerinnen, ihr Vater ein Nazi war. Und ihre Mutter, ja... Das war zu viel für mich zum Verarbeiten, weil ABBA ist immer so, weißt du. Ja. Ja, hast du das noch nachgegoogelt? Weil es kann natürlich sein, dass das wieder irgendwie Bullshit ist. Ich habe es nicht nachgegoogelt, aber die Theorie ist schon krass, finde ich. Wenn es so wäre, dann wäre es schon heftig, Alter. Stimmt schon. Aber ich weiß nicht, also ich finde jetzt auch, Hass ist keine Lösung. Es ist eine Lösung, wenn du irgendwie... Nein, Hass ist nie eine Lösung. Aber wenn du jetzt irgendwie zerstritten bist und so, dann gang einfach auseinander. Aber die Person hassen, das hat bisher immer zu Krieg geführt. Oder zu noch schlimmerem Beef. Mhm. Also ja. Ja. Keine Lösung. Jungs, hasst euch nicht, liebt euch. Ganz wichtig. Okay, ich bin noch mit dem letzten dran. Glaube ich, oder? Ja. Yes. Ist Deutschland hässlich? Da nimmt es mich jetzt Wunder, was wir raushauen. Ist Deutschland hässlich? Wir gehen jetzt mal so auf Sauberkeit und irgendwie. Also ich weiß nicht, ich bin schon in Berlin und in Hamburg gsi. Ich vermisse Hamburg und ich bin nur eine Woche sogar nur dort gsi. Und ich vermisse es bis heute und das ist schon lange her, dass ich dort gsi bin. In Berlin bin ich auch gsi, vor Hamburg. Da muss ich sagen, wollte ich auch mal wieder gerne dort hingehen, einfach weil wir geiles Zeug gemacht haben, aber es ist nicht so, dass ich es voll vermisse. Aber Hamburg vermisse ich wirklich. Beide Städte aber haben mega schöne und mega schlimme Teile. Also ich glaube, das ist generell bei den Städten so. Ich beziehe es einfach mal auf Städte. Du gehst irgendwie zum Beispiel nach Hamburg, bist irgendwie beim Hafen unten und bei den Elben oder in der... Oh, wie ist das dort wo... wie heisst der Stadtteil dort, wo die lauter Häuser sind? Egal. Uff, ich habe keine Ahnung im Fall. Ich bin, glaube ich, noch nie in Hamburg gewesen. Ja, ist mal wieder etwas mega Einfaches, aber mir fällt es gar nicht ein, wissen aber alle, was ich meine. Dort werden auch Pfefferkörner gedreht, falls das irgendjemandem etwas sagt. Das ist mega wunderschön gepflegt und einfach richtig geil. In Berlin, ja, halt Stadtmitte und so ist mega toll, aber nachher, wenn du dann halt so ein bisschen so weggehst von Stadtmitte, von Tourismuszentren und so, dann wird es schnell richtig dreckig. Überall liegen so Trügeli, Papierli und ganz viel Zeus und Müll überall und halb ausgeleerte Getränke und alles. Das ist halt überall so. Aber ist Deutschland hässlich? Ich meine, das ist zu generell. Man kann es halt nicht auf ganz Deutschland beziehen. Ja, eben. Also ich würde jetzt einfach sagen, nein. Also, ich würde schon sagen, dass Deutschland, es hat wirklich mega viele schöne Orte. Es hat natürlich auch mega viele nicht so schöne Orte, aber ein Land als hässlich zu bezeichnen, ich glaube, das darfst du bei allen Ländern nicht. So, das ist so eine verallgemeinerte Aussage von irgendeinem spezifischen Ort oder Stadt aus dem Land und das kannst du nicht aufs ganze Land anwenden. Ja, sehe ich auch so. Also, warte, was habe ich... Ich habe halt nicht so Erfahrungen mit Deutschland, muss ich sagen. Ja, ich als Halbdeutscher natürlich schon. Ja, also keine Ahnung, wo bin ich gewesen? Ich war jetzt in Köln gewesen, den Kölner Dom anschauen. Die grosse Enttäuschung. Ja, ich meine, von außen ist der mega schön. Und halt, also, es sieht alles sorgfältig gemacht aus und so, aber innen durch war es einfach irgendwie eine Enttäuschung gewesen. Ja. Bös gesagt. Ja. Da habe ich schade gefunden. Ja, also keine Ahnung. Jedes Land hat eben seine schönen und hässlichen Seiten. Ich finde Deutschland sicher nicht hässlich. Da zweifle ich auch nicht daran, dass es schön ist. Ich meine, Nordsee und so ist ja auch schön. Bin ich zwar noch nie gesehen, aber ich habe Bilder gesehen, das hat gelangt. Ja. Ja, also ich finde auch, also ich bin jetzt auch ja natürlich, logisch, wie auch nicht überall in Deutschland gewesen. Ich meine, das ist gar nicht möglich, aber, also zumindest für mich nicht.
Aber in den Gebieten, wo ich immer unterwegs bin, wenn nicht gerade eine Pandemie existiert, wenn ich irgendwelche Gang besuche, dann bin ich meistens in der Region Stuttgart und ja, und dort, das ist wunderschön dort, das gefällt mir. Städtisch wie auch ländlich. Stuttgart, Esslingen, die Region. Ja. Also nein, ich finde Deutschland ist nicht hässlich. Gut, da sind wir uns ja einig. Dann sind wir uns einig. Und die Fragegenerator ist somit beendet. Ja. Gut. Und jetzt? Und jetzt fahren wir irgendwie weiter. Yes, sir. Also. Ja, wir fahren weiter. Alter. Meine Gene sagen mir irgendwie vor, dass ich mit schon sehr bald einen Bierbauch werde haben. Und das ist mega traurig. Ja, das Ding ist halt als Lauch, wenn du einen Bierbauch hast, Kollege, das sieht einfach aus, als wärst du schwanger. Ja, weißt du, du siehst so seinen 50-Jährigen in Skinny Jeans. Das ist einfach 1:1 das Bild und das will ich jetzt echt nicht haben. Alter, ja, weißt du, vor allem das Ding ist, wenn du halt schon von Natur aus in einer Fester gebaut bist und dann halt irgendwie einen Bierbauch bekommst, dann siehst du nicht einen grossen Unterschied. Aber wenn so alles flach ist und dann kommt so unterhalb vom Brustbein einfach so ein Hügel raus. Also das ist irgendwie wie wenn das ist wie so, wenn du irgendwie in Holland ein Berg wäre, Alter. Das ist einfach so. Das ist einfach hure traurig. So flach, whoop, und wieder flach. Aber das ist hure lustig, wenn so die Leute mit so versteckter Kyphose plus noch Bierbauch. Also Leute, für die nicht wissen, was versteckte Kyphose ist, das ist eine Rückenfehlstellung. Dort hat man eine sehr bucklige Schulter und der Bauch kommt quasi so raus, weil einfach gewisse Muskeln nicht so ausgebildet sind, wie sie sollten und so. Das muss man mit Krafttraining, so kann man das ein bisschen wieder richtig... Egal. Auf jeden Fall, das heißt, wenn schon grundsätzlich der Bauch weiter vorkommt und dann hat man noch einen Bierbauch. Ey, da hast du einfach so einen mobilen Tisch bei dir. Du kannst einfach so die ganze Zeit Flaschen drauf abstellen, kannst so einen Teller noch drauflegen und in der Gegend durchlaufen. Mobile Tisch, das ist schon verdammt traurig. Ja. Das hat mal einer aus meiner Familie gesagt, das einzige Vorteil von so einem Bierbauch. Kannst du immer, wenn du noch mehr Bier trinkst, kannst du immer alle deine Bier drauf abstellen. Und für jedes Bier, das du trinkst, wird dicker. Dann hast du immer mehr Platz. Kannst du immer mehr Bier drauf abstellen. Ja, sad life, oder? Keine Ahnung, also mein Grossvater, sein Spitzname früher war Gandhi. Ja. Ich denke, das sagt schon alles über seine Figur aus, wo man wissen muss. Gandhi. Einfach geil. Und keine Ahnung, also beide meine Grossväter sind, also ich bin wirklich sehr dünn, ich bin wirklich, Ja. einfach... Lauch halt. Keine Ahnung, eine Bohne. Und beide meine Grossväter sind gleich gewesen. Wirklich genau gleich. Und ich mache mir Sorgen, weil es sind beide schüch nicht fit, Bierbauch und einfach, ja, also ganz ehrlich, das einfach ich mit ein bisschen mehr Speck und fertig. Das ist sad life, very sad. Aber ich habe das auch von meinem Großvater, das Lauchige. Also meine Mutter ist eben auch ein Hurenlauch, sie hat es auch von meinem Großvater. Ja, UFC, ich meine, er ist ihr Vater, aber ja. Aber es ist wirklich, er ist einfach also brutal gross und einfach dünn wie nichts. Und er ist 75 plus. Geht auf 80 zu und der rennt immer noch neben dir her, wenn es muss sein. Ich weiss nicht wie, ob das etwas, also wenn das ein Vorteil ist, wo du als Lauch hast, dass du als Lauch noch mit 80 fucking rennen kannst. Digi, dann habe ich noch Hoffnungen für die Zukunft. Dann können wir nämlich Corona nachholen, wenn wir 80 sind in den Clubs. Können wir noch feiern gehen. Das ist nicht schlecht, easy. Ja, also kann ich meine Großmutter, die Schweizer Großmutter ist überraschend fit. Also Schweizerin halt. Also gesamthaft einfach fit. Sie ist wirklich, ihr Arzt ist überrascht gewesen, dass sie so gesund ist. Mhm. Und sie macht eigentlich auch keinen Sport und so. Einfach Hirnsport. Das sind beide Grosseltern sind ziemlich gescheit. Ich bin in einer Familie von ETH-Menschen irgendwie aufgewachsen. Und dann kommt meine Schwester und ich einfach so... Ich kann gerade sagen, ein bisschen Druck.
Aber gut, ich meine, ja, wer juckt's? Mein Grossvater tut schon müssen sehen, als ich ihm gesagt habe, ich tue die Lehre abbrechen und gehe in eine höhere Schule. Der hat sein Leben so gefeiert. Der war so stolz gewesen, einfach weil ich gegangen. Und jetzt hat es bei mir wieder geläutet, aber ich gebe einen Fick drauf. Also was heute los ist, ey. Alle halbe Stunde kommt irgendjemand da läuten. Ach ja. Würdest du, ich baller jetzt einfach mal so eine von meinen krassen Fragen raus. Würdest du lieber eine Familie und kein Geld haben oder keine Familie, aber dafür 3 Millionen Stutz haben? Familie und komplett arm meinst? Also wirklich gar kein Geld? Ja, pretty much, ja. Oder halt einfach wirklich für dich kannst du nichts gönnen. Also die leben einfach so auf, nicht auf Minimalismus, aber es langt euch gerade so auf den Monatende. Ihr habt nichts übrig. Also, ich meine, Familie ist schon, es kommt halt auch her auf Familie. Ich meine, ich persönlich habe es gut mit meiner Familie. Also, wenn du weißt, was ich meine, wir sind ganz normal, haben es chillig, lachen viel und so. Aber wenn jetzt so eine Familie hast, die richtig toxisch ist, sagen wir zum Beispiel, du bist der einzige Gescheite in der Familie, wo es zu etwas bringen könnte. Ich beziehe das jetzt logischerweise nicht auf mich, weil das trifft einfach nicht zu. Aber das ist eher umgekehrt. ETH-Menschen und so. Ich denke, der Druck wäre es einfach nicht wert. Wenn du verstehst, also ich weiß nicht, du denkst viel zu viel nachher. Für mich wäre die Entscheidung sowas von easy. Ich würde einfach die 3 Millionen Stutz gönnen und mich verpissen. Ja, lol, weil ich habe nicht keinen Bock auf Familienalter. So kleine Kinder stressen mich einfach zu fest momentan. Ja, hoch dem Ja, Fall. nein, ganz ehrlich, wenn du irgendwie als Familie musst schauen, dass es dir auf Ende Monat langt, das ist Stress und das ist richtig ungesund für deinen Körper. Da hast du lieber keine Familie, aber dafür langt es dir. Oder du kannst dir auch mal selber etwas gönnen, mal irgendwie in die Ferien gehen, weil dein Körper braucht auch irgendwann mal eine Erholung. Und wenn du die ganze Zeit, sowieso so das ganze Jahr deine Familie um dich hast und so hure scheiß kleine Kinder, die dich die ganze Zeit einfach nur noch stressen, und dann kannst du nicht mal mit denen in die Ferien gehen, dass du mal los bist, ey, da stirbst du ja. Ja, das verstehe ich voll. Aber ich meine, keine Familie haben ist auch hure hart. Nein, wieso? Das ist doch fett geil, Alter. Du kannst machen, was du willst. Kannst auf Reisen und du hast alle gehen. Verantwortungen. Hä? Du hast alle Verantwortungen. Ja, so als ob jetzt 2 5-jährige Kinder deine Verantwortungen reduzieren. Ja, okay, ich meine, gut, ja, okay, das habe ich jetzt nicht daran gedacht, wenn wir erwachsen wären. Aber, sagen wir jetzt mal, du bist kein Vater oder so. Und das bist du, soweit ich weiss, auch nicht. Ja, jetzt nicht, nein. Okay, sonst hättest du mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Doch, kannst du meinen Sohn noch nicht? Darf ich vorstellen, das ist der Harald, er ist 20. Harald. Irgendwie, ich weiss gerade nicht, was ich sagen Ja, ich habe dich rausgebracht, gell? Maschine bin ich. Ja, mit dem Harald. Du hast irgendetwas davon sagen, ja, dass ich kein Vater bin und ich bin jetzt davon ausgegangen und du bist irgendwie davon ausgegangen, dass ich jetzt nicht der Vater bin. Oder so. Aha, ja, fuck. Du weißt es immer noch nicht. Was jetzt? Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ. It's Jason Bourne. Oh, Raoul, you're so embarrassing. I'm so embarrassed. Are you so embarrassed? Ja gut, dann ist es nicht wichtig, was hast du sagen. Aber ich gehe grundsätzlich immer davon aus, mit würdest du eher eine Familie und kein Geld haben. Mit dem meine ich eher so, ja, du bist der Vater, also entweder bist du allein mit irgendeiner Freundin oder Frau, oder einfach ohne Kind. Also ich meine, ja klar, als Kind keine Familie zu haben, das ist bitter. Das ist nein. Das macht da bringen dir auch 3 Millionen Stutz nicht. Like, stell dir mal vor, dort ist auf heute auf dem Mond deine Eltern und deine Geschwister die nicht mehr, ist tot. Dann würde ich nicht überleben, aber wenn du dann älter bist, dann hast du ja deine Familie quasi noch, aber ich meine jetzt mehr so deine Familie als die du dann willst zeugen. Und auf da habe ich keine Lust, da würde ich lieber 3 Millionen Stutz nehmen und um die Welt herumreisen. Würde sich für mich mehr rentieren. Ja, also ich meine, und mit 3 Millionen, ich meine, ja. Ja, das sollte schaffen, Umfeld. Ja, ich meine, ja. Da kannst du sogar noch... Wenn du auch gar kein Kind oder Familie oder sonst irgendwo hast, dann fallen die Kosten weg. Eben. Und so. Und dann, ja. Siehst
wenn du kein Kind hast, dann ist es eben schon geil. Du kannst dir echt viel mehr gönnen, Junge. Ist einfach schon so. Vor allem, stell dir vor, du bist irgendwie, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, hast du dein Leben lang gefühlt in der Schule gesessen und studiert und paukt und büffelt und dann bist du endlich im Berufsleben angekommen, musst endlich nichts mehr oder nicht mehr so viel lernen, musst keine Prüfungsangst mehr haben, musst nicht mehr am Wochenende stellen von mit Kollegen rauszugehen, büffeln, sondern nein, du verdienst Geld, du bist einfach am Arbeiten und dann hast du Kinder und die sind in der Schule und du musst ihnen bei den Hausaufgaben helfen. Und dann darfst du gerade wieder anfangen, mit ihnen ansitzen und den ganzen Nachmittag deine Zeit verschwenden, um mit ihnen etwas zu lernen. Auf das habe ich keinen Bock. Ich merke gerade, ich wäre so ein schlimmer Vater, aber es ist einfach so. Shit happens. Ja. Willst du eher ohne Kaffee oder ohne Schoki leben? Ich habe Kaffee nicht gerne, also ohne Kaffee. Same. Ich meine, so ein Schoki ist halt schon einfach das Geilste. Aber ich kenne so viel. Vor allem beim Skifahren. Aber ich kenne so viele Leute, die Schoki einfach literally nicht gern haben. Die sollen sich schämen. Weil das ist so wie... How? Das ist... Bro, how? Das ist etwas Gutes, etwas Positives. Ich kann mir das nicht gerne so haben. viel Glückshormon drin, du bist für eine Sekunde glücklich bis hey, das musst du dir doch gönnen. Ja. Aber das ist einfach verdammt schlimm. Wenn ich am Büffeln bin, ey, ich fresse nämlich so 1 bis 2 Schokotafeln in einer Stunde oder so. Das ist verdammt schlimm. Aber ja. I feel your pain. Nur mit dem einzigen Ausnahme, dass ich kein Schoki essen darf. Oh. I mean, das ist immer scheiße, aber... Aber. Ich mach's gleich. Oh. Uiuiui, es ist riskant. Why so Leben am Limit? Weil Schoki halt gleich einfach zu geil ist. Ich find's auch immer geil. Wir haben auch eine in der Klasse, die Laktoseintoleranz ist. Die ist, glaube ich, die grösste Schoki-Esserin aus der ganzen Klasse. Ja, die isst die ganze Zeit irgendetwas nicht Fierce. Das ist einfach so verdammt geil. Hey, ich bin Laktoseintolerant. Hat jemand Schoki? Ist ja. So. Ja. Gibt's von dir noch irgendetwas hinzuzufügen? Ich glaub's nicht. Gut, dann darfst du jetzt wieder das allgemeine Schlusswort machen. Ah, fuck. Jetzt muss ich wieder in etwas Gescheites raushauen. Ja. Also gescheit in Anführungsstrichen und Schlusszeichen. Etwas Intelligenz, und zwar etwas Intelligenz oder Lustiges, wo wir dann als Titel von unserer Folge brauchen können, wo dann alle extrem neugierig machen und nachher hören sie den Podcast und genau in den letzten 2 Sekunden kommt es vor. Funny. Also, Awkward silence. Kann Experten sagen, während der Corona-Zeit empfiehlt sich Sex mit Maske. Yes. Das ist aber geil, Alter. Ich glaube, so die erste Folge, wo wir nie über irgendetwas mit Sex geredet haben und dann ist einfach Schlusswort so, ja, Mann. Aber gut. Jungs, ihr wisst, Masken anlegen beim Vögeln, sonst gibt es Buß. Yes, sir. Ja, das haben sie einfach wirklich gesagt. Ganz am Anfang von Corona hast du das in der Zeit Ja, ich weiss, das haben sie gesagt. Ja, auch Geschlechtsverkehr sollte man mit Maske haben. Haben wir gerade gesagt, ey, das Junge, also... So... interessant. Wie stellst du dir das vor? Dann ist plötzlich... Was gibt's denn? Wie heissen die Leute mit ihren Fetischen, die mit Masken oder so ficken? Ich weiss, es gibt die Hundemenschen, genau. die sich als Tier ist das BDSM oder was ist das? Das sind Furries. Ah, Digga, Furry. Die haben sich so gefreut. Ja, Mann, jetzt ist es endlich gesetzlich beschlossen. Das ist hure kritisch. Oh mein Gott, warte, kennst du die Leute, die sich als Pferd verkleiden? Nein, aber ich kenne die Leute, die mit einem Stockpferd über so ein Parcours-Dings drüber hüpfen. Was? Hast du das noch nie gesehen? Nein. Es gibt so, also ich habe es noch nie von Männern gesehen, aber es gibt es bestimmt auch bei Männern, aber so Leute, wo so, das ist einfach eine offizielle Sportart, wo du so ein Stockpferd hast und nachher einfach so Springreiten machst, also einfach über so Hindernis drüber kommst mit deinem Stockpferd. Einfach so.
Was? What the fuck? Ich weiß nicht, wie die Sportart heisst, aber das ist auf TikTok letztens gekommen. Und ich habe die Sportart schon vorher gekannt. Aber ich weiß nicht, was was bei denen im Kopf ab. Also, jetzt, ich wollte nicht irgendwie diskriminierend wirken oder so, aber ich meine, das ist ja schon. Also, also die versuchen dann wirklich auch so. Du siehst wirklich, wie sie dann so die Heimen im Garten üben, möglichst wie ein Pferd zu traben oder so. Oder auch, es gibt auch die Disziplin, gibt es glaube ich auch ohne Stockpferd, dass quasi nur auf allen Vieren gehst, wo du dann wirklich versuchst, wie so Pferd oder so zu traben, dass du wirklich den Gang von Ross drauf hast und so. Dann das habe ich gesehen, das hat mich schon richtig verwirrt. Ja, gell? Dann dachte ich, hä? Und okay, wenn du den Drang dazu hast. Das gibt eben das gleiche. Stockpferd, keine Ahnung, Springreiten. Ich habe keine Ahnung, Mann, wie das heisst. Da. Hobbyhorsing in Finnland. Turnierreiten ganz ohne Pferd. Einfach schon leid die Beschreibung. Reiten ohne Pferd. Ja. Yes. Das würde ich jetzt auf etwas anderes definieren, beziehen, aber. Da, schau. Siehst du viel so. Du kannst auf YouTube schauen, wie sie da mit den Steckpferd. Es hat schon wieder geläutet. Gott verdamme, Junge! Wer ist das, Alter? Sier. Bestimmt einer, wo mein bestelltes Stockpferd bringen. Ist aber ein Stockpferdchen für sie. So für eine Special-Folge machen wir das mal. Genau, unbedingt. Mit Video. Livestream auf YouTube und dann tun wir ein Stockpferd-Springreiten machen. Ich sehe den Unfall schon. Das wäre aber lustig, ganz ehrlich. Ja, besser als der Hip-Hop-Tanz, den wir in der Schule mitmachen. Oh shit, den muss ich noch lernen. Oh. Ich habe gestern angeschaut, das geht voll. Also ich habe ein Shuffle-Tutorial auf YouTube angeschaut, jetzt geht's. Weil der hat mich hart auseinandergenommen, der Shuffle, aber jetzt funktioniert es so einigermaßen. Nein, also es kotzt mich einfach so an, das überhaupt anzuschauen. Ja, same. Also ich weiss ja nicht, aber es ist... Ich komme mit dem Lied halt auch nicht klar, wenn was kommt. Und das wird weh machen. Ja, ich weiss nicht. Er hat uns halt nicht einmal den Track geschickt. Er hat uns nur so, also für die Leute, die jetzt nicht an den Kasse sind, die den Scheiß nicht mehr machen, unser super tolle Sportlehrer, beziehungsweise das ganze Sportlehrer-Clan, Mafia von der NKSA, hat entschieden, dass die Jungs, meistens mit irgendetwas anderes tanzen, aber dass die Jungs irgendwie so einen Hip-Hop-Tanz machen müssen, wo von diesen super Sportlehrern erfunden worden ist. Dementsprechend könnt ihr euch schon vorstellen, wie das jemand aussieht. Und ja, wir werden gefilmt dabei und werden Noten darüber gemacht. Und das Einzige, was wir bekommen, ist ein Video von den Lehrern, wie sie den Tanz tanzen, um den zu üben. Ja. Why? Und es sieht natürlich sehr elegant aus bei uns Jungs. Also wir schwingen euch unsere Hüfte, das habt ihr einfach noch nie gesehen, sage ich euch. Nein, keine Ahnung, aber ich bin einfach zu grober Stück für so Sachen. Das TikTok, wo ich dich geschickt habe. Von dem Typ, der twerken, Alter. Das ist einfach... Ey, wait, ich muss das jetzt suchen. Das ist einfach so geil. Es ist einfach zutreffend gewesen. Das ist einfach so geil. Aber ich weiß nicht mehr, ob es... Okay, da ist das Video gelöscht worden. Ich glaube, das Video existiert nicht mehr. Ah, bitter. Das ist hure belastend. Aber ich finde es trotzdem noch lustig. Es ist einfach so gestanden, ja, so klingt es, so tönt es, wenn ein Lauch oder wenn so ein hure dünner Sieg am Twerken ist. Und dann hat man einfach so fette Grüße, so wow, wow, wow. So ja. Also eben, Sex wird von Spezialisten mit Masken empfohlen, Jungs. Also denkt immer dran, schön Masken an. Doppelt verhüten quasi, oben und unten. Sonst kommt der schöne Hauswart da. Maske auf. Sonst kommt der Ralf ins Zimmer rein. Maske auf! Ja. Der deutscheste Deutsche, den ich kenne. Der sehe ich. Deutschland, Deutsches Reich. Genau so. Genau. Yes. Ja. 100%. Also, Jungs, einen schönen restlichen Sonntag wünschen wir euch noch. Mhm. Und eine darauffolgende, wundertolle, schöne Woche. Wundertoll, das ist auch ein neues Erfundungswort. Mhm, gut zu überleben in der neuen Woche. Ja. Exakt, ist es eine neue Woche? Ist es keine alte?
Ah, was? Mein Gott, also. Jungs, gönnt euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ade zusammen. Das war es leider auch schon gewesen. Die schlechten Fragen sind alle beantwortet und die unlustigen Witze von den spontanen Gulu-Gulu-Nutzer und möchten gerne Fanboys Josh und Raoul beantwortet wurden. Wir hoffen, dass es euch eure Zeit wert war, unseren Blödsinn anzuhören. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Ideen hättet, könnt ihr die uns gerne einfach anschmeißen. Und wir bedanken uns ganz vielmals für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Peace out.